Ich habe schon viel von dir gehört, Nils Holgersson. Mein Name ist Daunenfein. Der Nils hat bei ihrem Anblick nur staunen. Ihre Stimme war so lieblich, ihre Augen so freundlich und ihre Federn so weich wie Seide. Der Nils hat plötzlich geahnt, wieso der Martin so ein Geheimnis um Daunenfein gemacht hat. «Zeig mal», hat der Nils fachmännisch gesagt, ist zu der Daunenfein runtergehüpft und hat ihren Flügel untersuchen. «Vielleicht kann ich dir helfen. Ich glaube nämlich, die Flügel ist gar nicht gebrochen, sondern nur ausgerenkt.» Hat es ganz dumpf unter ihrem Flügel vorgetönt, wo der Nils umgekrochen ist. Dann hat er vorgeschaut und zu der verängstigten Daunenfein gesagt: «Das tut jetzt kurz ein bisschen weh, aber dann wird alles besser.» Und mit einem Ruck hatte ihr Flügelgelenk wieder eingerenkt. Daunenfein hat ganz spitzig aufgeschrauen. Dann ist sie zurückgetaumelt und wie tot liegen geblieben. «Ich habe sie umgebracht!» hat der Nils voller Entsetzen aufgeschrauen. «Das wird mir der Martin nie verzeihen.» Der Nils ist ganz verzweifelt zurück zum Rastplatz gelaufen, wo alle Gänse schon geschlafen haben. Todtraurig und voller Schuldgefühl hat sich der Nils zum Martin gelegt und ist in einen unruhigen Schlaf gesunken. Am nächsten Morgen war der Nils sehr erleichtert, wo Daka beim ersten Sonnenstrahl gerufen hat. «Weiter geht's! Wir fliegen weiter!» Aber schon wieder war der Martin verschwunden. Und wo gegen den Mittag alle Gänse zum Abflug bereit waren, hat immer noch jede Spur vom weißen Gänserich gefehlt. «Er ist sicher traurig, weil seine Freundin gestorben ist und will nicht mehr nach Lappland fliegen», hat der Nils vor sich angemurmelt. «Wenn das wirklich so ist, will ich mit ihm hier auf Öland bleiben.» Doch in dem Moment hat er plötzlich ein Dosen und ein Krachen aus der Luft vernommen. Der Nils hat aufgeschaut und vor ihm sind 2 Gänse gestanden. Ein weisser Gänserich und ein Graugans. «Du lebst?» hat der Nils zu der Daunenfein gestottert. Natürlich, Lebi. Danke, dass du mir meine Flügel eingerenkt hast. Sie hat hell gelacht. «Es wird höchste Zeit. Wir wollen weiter.» hat Daka gelächelt. Der Nils war überglücklich. Er ist am Martin auf den Rücken geklettert und alle Gänse haben sich in die Luft geschwungen und sind der Mittagssonne entgegengeflogen.